Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind stehen geblieben, haben wir gerade in der letzten Folge die westlichen Pestländer komplett abgeschlossen. Wir haben 4 von 4 Kapiteln abgeschlossen und jetzt würde es uns eigentlich dafür richtig das Bollwerk verschlagen, also richtig Tirisfal. Da haben wir nämlich schon mal die erste Quest offen. Grausiger Grizzly, da müssen wir irgendwelche schwarze Bärli töten. Schade eigentlich, wenn wir Tierli töten, aber es ist halt wie es ist, ich brauche meine XP. Und daher würde ich sagen, wir können uns eigentlich dafür fliegen lassen, schön gemütlich, da muss ich nicht extra reiten. Und es geht noch eigentlich demenmaßen ziemlich gut. Die letzte Folge hat ja die liebe Sylvanas, ein Todesritter, der die ganze Schlacht angeführt hat, ein bisschen zur Blamage gestellt, sage ich jetzt einmal, weil er sie ja verraten hat, weil er ja gleichzeitig mit der Allianz etwas zu tun hat und sie gehört ja zu der Horde und hat ihn irgendwie in den Keller verbannt. In Tirisfal, in der Unterstadt, die werden wir jetzt in der nächsten... Könnte sein, dass wir in dieser Folge die noch werden treffen und sonst spätestens in der nächsten Folge werden wir die Unterstadt erreichen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich noch machen ist, da können wir unsere Hosen noch ändern, weil dann haben wir noch bessere bekommen. Und dann allgemein schauen, dass ich noch ein paar Sachen verkaufen kann, so viel, dass ich da gerade noch ein Händlerchen habe. Hallo? So, da können wir sicher mal gerade mal reparieren, aber dann können wir da noch ein paar Sachen verkaufen, dass wir wieder einen Platz haben. Ich mache jetzt einfach mal einen Schnelldurchlauf. Nein, weg mit dir, weg mit dir. Ja, die können wir nicht brauchen. Machen wir da das Leder noch auf die Seite, das brauchen wir noch später für unseren lieben Beruf. So, und dann hoffe ich, ihr hört den Ventilator im Hintergrund nicht, weil ich muss den Ventilator laufen lassen, sonst bin ich einfach noch geschweißbadet. Da muss ich nochmal zurücknehmen. Nein, der war auch nicht gut gewesen. Da haben wir noch Sachen, die noch verschlossen sind, die können wir auch weg tun. Jetzt haben wir, glaube ich, schon mal wieder richtig Platz bekommen hier im Inventar. Die Esssachen würde ich gerne noch ein bisschen behalten. Und das sind noch mehrheitlich Questgegenstände. Lebloser Schädel können wir noch wegtun, genauso wie blubbernden grünen Schleim. So, dann haben wir schon mal wieder das Inventar ein bisschen geklärt. Wir haben wieder 400 Gold auf Vorrat. Das ist natürlich eine ziemlich nice Summe für das Level, finde ich, so im Grossen. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Braunbären! Ah, das Mal sind es wirklich Braunbären. Beim letzten Mal sind es ja Dings gewesen. Haben wir Braunbären töten und es sind eigentlich Schwarzbären gewesen. So, dann fangen wir gerade mal mit dem ersten an, wenn die da schon so gemütlich draussen rum schleichen. Weitere Quests haben wir ja gerade momentan nicht zum Annehmen gehabt. So, dann machen wir uns richtig in den Weg rein zum Tirisfal. Müssen wir da ein bisschen rumgüchseln. Könnte ich dann noch kürschern? Egal, beim nächsten Mal muss ich mir das einfach merken, dass wir die vielleicht noch kürschern können. In ein Fell über die Ohren ziehen. Indem wir da schon mal so etwas reinheizen. Da. Voilà. Versuche ich da mal ein bisschen etwas auf Skill-mäßig zu machen, obwohl das bei mir nie so der Fall ist. Ich bin da ja richtig noch im Löli-Verein, wenn es da um... wir müssen Balken eines versuchten Bären zu finden. Aha, das heisst, wir müssen wahrscheinlich sogar mehr als 5 töten. In dem Fall müssen wir etwas davon finden. Wow, wir haben schon Kürschere auf Stufe 96. Das ist natürlich ziemlich nice. Da kann man nichts dagegen sagen. Das heisst, wir leveln das auch schon ziemlich gut mit. So, da vorne haben wir gerade den nächsten Bär auf Lager. So, haben wir da gerade nochmal einen, ja. Da hinten. Da könnte ich mal zu uns locken. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Nice, jetzt können meine Drachenvolker nämlich auf die zugehen. Und ich kann denen sonst mal kürschern und hüten und Inventar sammeln. Jetzt haben wir wenigstens schon mal 2 von diesen versuchten Braunbären. Die sehen aber wirklich auch ein bisschen schäbig aus. Jetzt bin ich vorher schon mal schauen, ob die mehrere Augen haben. Nein, das sind wirklich so blatternmässig. Wow. Arme Tierli, dann ist es wirklich gerade gut, wenn man sie ausrottet. So, dann haben wir mal leichtes Leder erhalten. Dann suchen wir schon mal das nächste Bärli. Wuhu, Bärli! Wo verstecken ihr euch? Ist ja mehr Fledermäuse als Bärli? Dann würde ich sagen, ab aufs Mount. Können wir schnell da vorne, habe ich gerade noch einen gesehen. Jawohl! Nice Sache. So, dann schnappen wir uns den Fall den noch ganz kurz. So, nice Sache. So, dann haben wir schon mal 3 wieder. Schade, dass wir halt jetzt wirklich gerade momentan nur eine Quest auf Lager haben, hier in der Tirisfal, also da drinnen. Da wäre jetzt die Unterstadt, oder? Da wäre jetzt eigentlich die Frage, ob wir nach dieser Quest dort anreiten, um die Quest abzugeben, um zu schauen, ob wir noch mehrere andere halten. Oder ob wir uns jetzt wirklich einfach versuchen, eine Questreihe halten. Was ich glaube, wäre eigentlich schon fast am gescheitsten, würde ich jetzt mal behaupten.
So, langsam kommt es mit der Gewöhnung, was ich da drücken soll und was nicht. Besonders noch das Ausnutzen, wie, wo, was ich genau mache. Aber da kommen wir ziemlich langsam vorwärts eigentlich mit diesen Bären sammeln, weil es auch wirklich wenig Bären rum hat. Oder meine ich das nur? Ich habe wirklich das Gefühl, dass es mehr Fledermäuse. Hallo? Ich bin ein Jäger und finde nichts. Das ist aber schon schäbig. Hallo? Ah, da oben. Der nächste. Voilà. Aber ich behaupte mal, dass wir trotzdem irgendwie noch 3 oder 4 Stück finden müssen. Sonst müssen wir dann schauen. Ah, da hinten haben wir jetzt gerade nochmal einen. Ich versuche jetzt mal. Husch, husch. Verreis. So, dann können wir den nämlich da schon mal führen ziehen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas So, dann können sich meine Drachenvolker jetzt schon mal wieder darum kümmern. Schadenmäßig sind wir böse dabei. Böse. Nice. Was sind denn da unten unterwegs? Da hätten wir einen Haustierkampf Stufe 2. Den könnten wir sogar noch gut erledigen. Aber der würde uns, glaube ich, gar nicht so viel bringen. Und so einen blutender Schrecken. Ja, den ignorieren wir jetzt. Die ignorieren wir jetzt einmal. Stufe 2 würden wir sehr gut anbekommen. Aber ich töte sie lieber sonst so in dieser Art. So. Wenn wir uns eher mal um die Bärli kümmern. 4 von 5 haben wir schon mal von diesen Balgen. Ich weiss gar nicht, was Balgen sind. Was sind Balgen? Da kann wieder nur Google weiterhelfen. Nur Google kann mir an dieser Stelle weiterhelfen. Darum werde ich nachher wahrscheinlich ganz kurz googeln, was Balgen sind. Das nimmt mich jetzt gerade schon mal ein bisschen Wunder. Mal schauen, ob wir das irgendwie so handeln. Nice, das hat gut funktioniert. Ich muss sagen, die Jäger gefällt mir allgemein. Man kann nebenbei noch Sachen machen, während Drachenvolker dann anfangen, einen Gegner umzubringen. Und das ist halt wirklich eine gute Angelegenheit, ja, würde ich jetzt mal behaupten an dieser Stelle, ja. So, komm jetzt, noch ein Bär. Ah, da hinten haben wir noch einen, der sich versteckt. Ich muss näher ran. Gut, das sollte lange. Attacke, meine Drachenvolker, nehmen den auseinander. Sonst hätten wir dort hinten gerade den nächsten, wenn es jetzt bei dem noch klappen. Ich brauche ein Ziel. Nein, das hat gelangt. Wir haben 5 von 5. Wir können aus dem Fall wieder zurück all das Bollwerk machen. Ui, ich drücke immer den falschen Knopf. Genau, ich könnte einfach auch M drücken, nicht nudeln. Aber Dummheit tut ab und zu ziemlich weh. Besonders bei mir. Gut, ich habe einfach eins gelernt. Fehler gibt es nicht im Leben, sondern nur Lektionen. Und aus Lektionen soll man lernen. Und das mache ich auch stetig. Ich versuche lernen, mit meinem Jäger richtig gut umzugehen. Genauso wie im echten Leben. Auch dort mache ich ziemlich viele Fehler. Aber das gehört dazu. Das darf man nie zu näher an sich heranlassen. Die Frage ist nicht mehr, wie oft passiert der Fehler. Und so weiter und so fort. Stimmt! Weil mir das gerade einfällt, wenn ich jetzt das Camouflage sehe, ich wollte ja eigentlich mal die Talente noch abändern. Dort habe ich mich ein bisschen erkundet. Aber ich glaube, das überlasse ich in dem Fall einmal. Bis wir Level 60 sind, dann müssen wir sowieso nochmal ein neues Talent ausrüsten. Momentan machen wir noch ziemlich guten Schaden. Hochentwickelte Nachtweberspinnenarmbrust. Aber es ist schwächer als unser Gewehr des Fuchsjägers. Aber wir nehmen die Quest natürlich an. Beschaffe Proben von heimtückischen Nachtweberspinnengift. Nein, sonst gar keine andere Quest. Nur eine. Ach, sind ihr Geiz. So, dann machen wir uns in dem Fall wieder auf den Weg da rauf. Heimtückische Nachtweberspinnengifte. Dann sind wir uns wirklich in dem Fall in der Folge mehr darum kümmern, Monster zu suchen und auszulöschen. Aber das sage ich auch nicht allein. So, da, eigentlich könnte ich mal wieder mehr in meinem Fleisch brauchen. Oh, ich bin im Kampf wegen dem anderen Ding, so dann hat es wieder davon geflogen. Wieder mal mehr in meinem Fleisch brauchen, das würde ja viel mehr zu den Umständen passen. So, Fleisch fliegt! Los geht's, jetzt müssen wir schauen, dass wir da nicht verfahren. Können wir da über den Hügel drüber? Jawohl! Da drüber nicht, das ist schon wieder eins steil. Okidok. So. Hey, mir ist momentan so heiß in dem Zimmer. Unglaublich, wie heiß momentan es ist, aber was will man machen? Was will man machen? Da muss man durch. Selbst wenn ich 2 Strophen noch dazu habe, das spielt eigentlich fast schon gar keinen Unterschied mehr. Aber es ist eigentlich auch gut, wenn man dann am See rumchillt, was wahrscheinlich die meisten machen, kann ich dann nur ans Herz gönnen oder wenn man mit den Kollegen draußen ist, irgendetwas am Unternehmen. Dann kann man sich das, ist natürlich das Wetter einfach einwandfrei. Einfach viel Wasser trinken, nicht vergessen. Ich vergesse das gerne mal ein bisschen viel trinken. Ich bin halt eher der Red Bull trinker. Bei mir fließen dafür irgendwie 7-8 Red Bull am Tag. Anstatt 2-3 Liter Wasser. Das muss ich mir jetzt eben auch noch ein bisschen angewöhnen. Ah, haben wir eine Spinnenprobe haben wir schon mal, aber das könnte sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen, wie sich das zusammen.
holen wir gerade den da unten mal und dann den da unten. Dann können wir ja noch ein bisschen verlangsamen. Dann kann ich mich um den da kümmern. Gemütlichen Doppelschuss reinheizen. Und gut, dann haben wir gerade mal 2 erledigt. Ah, da haben wir gerade noch eine Probe erhalten. Ist halt jetzt wirklich ein bisschen mühsam, so können wir halt sehr wenig XP über, wenn wir nur eine Quest pro Mal annehmen können. Aber jetzt kommt, glaube ich, das Lustige, mit Level 60 kommt, glaube ich, dann langsam das Fliegen ins Spiel. Bedeutungsweise, ich kann dann meinen Netterschwingen-Drachen brauchen, dann sind wir sowieso allgemein schneller unterwegs in Questen. Und wir werden uns auf den Weg machen nach Norden, also noch 3 Level fehlen. Ich würde mal behaupten, bis dann sind wir sicher mal in der Unterstadt gewesen, haben die mal noch angeschaut. Dann werden wir uns richtig Orgrimmar machen, mal Orgrimmar anschauen. Die Heimat von den Orks, von der Elite, von der Horde, sage ich jetzt mal, von den Anführern. Von den Gründern, ich sage jetzt mal von den Gründern von der Horde. Dann können wir die Stadt sicher mal noch anschauen, weil auf dem Weg müssen wir dann durchgehen, dass wir überhaupt Richtung Norden kommen, aber das wird dann alles mit Portalen gemacht. In der Unterstadt in der Nähe hat es ein paar Portale, mit denen kommen wir dann nach Orgrimmar. Von Orgrimmar machen wir uns dann auf den Weg nach Nordend. Zum nochmal erwähnen, wo Nordend ist, das ist die ganze Karte da von World of Warcraft und Nordend befindet sich eigentlich da oben. Ziemlich geiles Land. Also da Questen lohnt sich einfach nur, wirklich da oben lohnt sich Questen. Macht auch Spaß, man hat sehr viele Quests aufs Mal, gute Quests. Und es ist halt mega abwechslungsreich dort oben. Also wenn man dort oben sagt, hey, Scheissland, habe ich kein Verständnis oder irgendetwas in dieser Art für das. So, dann haben wir das noch geküstert. Ja, das wäre es wieder mal gewesen. Ich glaube, Nordrhein habe ich jetzt schon 100 Mal erwähnt, weil ich mich jetzt einfach darauf freue. Darum hoffen wir, dass wir die 3 Level schnellstmöglich durch haben, dass wir uns auf den Weg dort machen und eben noch die Unterstocken begutachten. Ja, der Außenposten von den Kreuzlingen und Balliones Bauernhof, das ist aber schnell abgeändert, aber das ist ja kein Bauernhof da. Das sind schon wieder von diesen Scharlachloten-Leuten unterwegs, he? Ja, ignorieren wir. Ignorieren wir. Wir werden wahrscheinlich für die auch noch eine Quest bekommen. Mich wundert es jetzt, wir haben da bis jetzt keine Meldung bekommen, wie viel Kapitel das da in Tirisfal hat. Bis jetzt haben wir ja immer so Kapitelvorschlag bekommen, wie da in Westfall, wo wir abgeschlossen haben, sehen wir ja 4 von 4 Kapitel. Wenn ich da auf Tirisfal gehe, steht das nicht. Mich wundert es, ob das eigentlich gar nicht, ob es das gar nicht gibt in Tirisfal. Das wäre das erste Mal, wenn ich das erlebe. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das wäre natürlich auch mal wieder etwas ganz Neues, dass das einfach eine Stadt ist, wo es unendliche Quests gibt oder wie auch immer. Aber ich muss die ganze meine Hand bewegen. Handgelenk von ein paar Tagen rausgesprungen. Hallo. Völlig andere Geschichte, aber muss immer wieder mal schon ein bisschen bewegen, sonst kann ich es nicht richtig bewegen da. Hui, was ist jetzt passiert? Er spritzt da ja so richtig umeinander. Hui. So, da haben wir wie keine weiteren Quests mehr annehmen. Was bedeutet für mich? Wir machen uns auf den Weg nach Tirisfal. Jetzt frage ich mich aber gerade, habe ich dort einen Flugplatz-Trophäe? Ich glaube es eben nicht. Da sehen wir auch schon die Stadt von Unterstadt. Komm, ich würde sagen, dann reiten wir einfach mal drauf los, einfach am Weg entlang. Einmal so rundum und dann machen wir aus dem Fall schon auf den Weg nach Unterstadt. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, da haben wir jetzt wirklich noch ein paar Quests mehr, wo wir zu tun haben. Aber ja, schade, schade. Ja, ich habe ein paar Sachen bei der Musik abgeändert. Ich habe jetzt die Einstellungen selber von WoW noch etwas abgeändert. Jetzt hoffe ich, dass das sich ein bisschen ausgleicht, dass man einmal dass man der Kampfsound nicht allzu laut ist, sondern einmal die Musik einigermaßen lauter wird. Geräusche hören wie die Pfötchen da von dem lieben Falkenschreiter, genau das habe ich gewusst. Ich habe ihn einfach nochmal für den Opfer nachschauen. Vom Falkenschreiter, dass man die hört, wie die täppeln und so, wie ich das höre, weil ich finde, das gehört einfach irgendwie zum Spiel dazu. Und die Qualität bin ich jeden Tag immer mehr dran. Ich brauche jetzt einfach 10-mal länger, um das Video aufzuladen. Aber ganz ehrlich, dafür lohnt es sich. Dann lade ich lieber eher am späteren Abends-Video auf. Also WoW erscheint ja momentan immer so gegen die 8, aber ich schaue immer, dass beide Videos wie andere Let's Play immer spätestens bis um 9 Uhr auftauchen, wenn es so da interessiert, also wenn ihr nicht den ganzen Abend am Bord. Momentan habe ich sehr wenig Zeit zum Voraufnehmen. Heute bin ich mal beim Zahnarzt am Morgen, habe noch zum Arzt gehen, meine Hand checken, meine Leberwerte checken. Weil ich halt ein bisschen mit etwas zu kämpfen habe. Aber das ist ja eigentlich unwichtig. Aber ich habe einfach den ganzen Morgen bin ich bei 2 Ärzten plus beim Zahnarzt. Und meine Nase wird noch gemacht, weil meine komplette Nase da, die ist einfach schräg. Die ist einfach schräg. Das gibt es gar nicht. Die ist einfach schräg. Die wird jetzt auch nächste Woche noch angeschaut, dass ich auf eine gewisse Art weil momentan atme ich halt die ganze Zeit durchs Maul und das ist ziemlich mühsam, besonders wenn man mit dem Zahnarzt hockt und die ganze Zeit durchs Maul muss atmen, weil durch die Nase nichts geht. Ich glaube mir, das ist mega anstrengend und jetzt gehen wir die Nase mal richten, mal schauen wie das rauskommt. Wahrscheinlich habe ich dann so eine komische Schnalle da ums Gesicht rum. So,
So sieht die Ruine von Lordaeron aus. Ich glaube, eine kleine Geschichte dazu habe ich ja schon erzählt, warum Ruine von Lordaeron, wie das Ganze passiert ist, habe ich glaube schon ein bisschen erzählt. Und warum Sylvanas sich damit... Also jetzt gerade momentan sieht das natürlich ziemlich schäbig aus. Wir haben da mehrere kleine Fledern. Können wir mit euch einen Haustierkampf machen? Nein, ihr fliegt einfach so in der Gegend rum. Okay, jetzt schauen wir da. Jetzt weiss ich gar nicht, wo der Eingang ist. Ich bin schon ewig nicht mehr da gewesen. Ui. Da haben wir noch eine Statue ohne Kopf. Und da steht Territorium der Horde. Genau so ist es und nicht anders. Da haben wir einfach eine Glocke. Das ist jetzt auch so etwas. Die Untoten sind jetzt einfach zu faul gewesen, um da vielleicht das Bier ein bisschen aufräumen. Ein paar Holzlatten auf die Seite, die Glocke wieder hochhängen. Dass wenigstens auch der Eingang einigermaßen gut aussieht. Da sind wir bei dem Thron, den ich erzählt habe. Eben die mein Let's Play-Verfolger wissen, was ich meine. Da ist der liebe Vater vom Arthas erstochen worden, vom damaligen Lich King. Der ist da durch die Tür reingekommen und hat gefunden, Papi, du bist ein Saftsack und jetzt steche ich dich ab. Und hat ganz Lordaeron eigentlich in Unheil und niedergemetzelt, soweit ich das verstanden habe und richtig im Kopf habe. So, dann kommen wir da ganz langsam abwärts. Da haben wir einen Zeremonitisch. Hey. Wir müssen natürlich zuerst mal ankündigen, dass wir da sind. Wo ist jetzt das? Kopf, wo ist jetzt das? Da! So, wir kommen! Wächter von... Hallo? Hä? Die wollen mich nicht durchlassen. Haben die das jetzt gerade mitbekommen? Die haben mir einfach die Tür zugemacht. Hallo? Hä? Ah, das ist ein Lift! Darum! Jetzt hat es nur ein Drachenfalken zu mir reingeschafft. Der andere steht noch oben. Okay. Und wo ist der? Ah, da einer ist... Okay. Verwirrtheit herrscht. Handwerksviertel. Wir sind in der Unterstadt drin. Da sehen wir auch schon wieder die Monsterli, aber das sind sie auf unserer Seite. Und da fehlt ihm ein Auge und die Zähne sind alle so ein bisschen durch. Und Dings, aber auch die haben es natürlich verdient zu leben, wenn sie keine Lebensmenschen opfern. Also gut, wir haben ja bis jetzt auch Menschen. Da haben wir einen neuen Flugplatz entdeckt. Nice, jetzt habe ich gerade gehofft, er hat eigentlich eine Quest für uns. Jetzt wollen wir aber mal schauen, wie wir uns da zurechtfinden, weil da innen haben wir ja 2 Quests zum Abgeben. Und zwar das Apokorium. Ich glaube, es ist irgendwie mega kompliziert da rein. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben das Kriegsviertel, Ruinen von Lordaeron. Von da sind wir ja jetzt reingekommen, da sind wir jetzt oben runtergekommen. Da haben wir den Flugplatz, das Magierviertel, Schurkenviertel und das Apokatorium. Das einzige Positive, was wir jetzt natürlich da rein haben, ist wieder ein Auktionshaus. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da ja noch Nachrichten bekommen haben. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist, glaube ich, die Bank. Jawohl, wenn wir schon da sind. Ich trage das schon seit längerem mit mir rum. Ich bin von den Verlassenen. Und zwar können wir da jetzt eigentlich ein paar Sachen in die Bank rein tun. Zum Beispiel die 2 Schliessdinger da, das können wir ja mit dem späteren Verlauf uns kümmern noch. Und jetzt haben wir da ja 2 Plätzchen frei. So, jetzt müssen wir die uns frei kaufen. Da wird einmal 10 Rubin, der nächste Platz kostet uns 1. Und jetzt haben wir da eigentlich 2 Plätze frei, wo wir sollten... Hä? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Müssten wir das eigentlich genau da rein tun, ja? Was sehe ich jetzt da falsch? Ah so, okay. So, und jetzt haben wir halt automatisch auch in unserer Bank ein bisschen mehr Platz. Wenn wir alle 3, jetzt können wir die natürlich auch wegklicken, dann sehen wir nicht alle. Wenn wir alle 3 klicken, sehen wir alle. Und so haben wir wieder ein bisschen mehr Platz in der Bank. Darum wollte ich die Teile behalten, um vielleicht ein bisschen Gold einsparen mit diesen Taschen. So. Dann müssen wir jetzt gerade mal schauen, dass ich mich da nicht verlaufe, weil eben ich habe da innen 0 Orientierungssinn. Auktionator, wenn wir den schon gerade treffen und sehen, dann würde ich sagen, dann machen wir uns doch direkt mal die Auktionen. Solo, was für Auktionen? Wir haben noch gar keine mehr offen momentan. Aber wir haben da ziemlich gut Magerstoff eingesammelt. Boah, der verkauft 1264 Gold. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist der falsche Moment zum Magerstoff verkaufen, weil da einen auf Oberbaba macht. Wegen diesen Sachen, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch Seidenstoff an. Da würde es sich halt jetzt lohnen, einfach weil wir so viel Masse haben. Auch da finde ich, sind sie momentan ziemlich billig unterwegs. Ich würde sagen, wir warten da lieber noch mal einen Tag ab. Was mich noch würde interessieren, bevor... Das wird einfach geil teuer verkauft. Also wir haben momentan 69 Stück. Wir könnten die verkaufen für über 1066 Gold. Aber leider brauchen wir die für unseren Beruf selber. Wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Führungen haben, um sie auch noch ins Auktionshaus reinstecken. Also Kirscher lohnt sich, wie es aussieht, mega zum Gold verdienen im Auktionshäuschen. So, wo muss ich jetzt da durch? Ich wollte, das ist wirklich... Sali, Künder Balthasar. Künder Balthasar. Oh, geiler Name, Balthasar. So. Einmal da durch. Können wir uns nämlich die Apothekerin, können wir uns einen kleinen Einblick verschaffen, was da so abgeht. Dann haben wir Inschriftkundenlehrer. Jetzt könnten wir dann auch schauen, ob wir da noch den Jägerlehrer finden, ob der vielleicht uns noch etwas zu erzählen hat oder uns etwas zu schenken hat.
Bin ich jetzt da richtig? Ei. Wie kann man das denn so kompliziert bauen? So, jetzt da durch. Wächter, der untersteht. Danke, dass du uns da durchlässt. Hä? Bin ich jetzt da richtig? Hallo? Oh mein Gott! Was läuft da schief? Und sowas unterstütze ich. Okay. Dass da kein Blutbelachen am Boden liegt, das würde noch fehlen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, aus den Einzelteilen werden dann solche hergestellt, wie wir sehen, sind die ja komplett da zusammengenäht. Und ich glaube, das sind einfach Einzelteile, die man dann ineinander wieder da auf dem Tisch oben in dem Fall zu Ganzen erstellt. Aber ist schon auf eine gewisse Art und Weise mal bewundernswert, das anzuschauen, oder? So, bin ich jetzt da richtig? Nein, das ist ein Sackgasse. Hey, das ist undicht, das tröpfelt. Leute, kann sich mal dort um den Leck kümmern? Wie komme ich denn dort rüber? Hä? Meine Güte, Unterstadt ist in meinen Augen ein richtig gutes Labyrinth. Nein, jetzt laufe ich in die falsche Seite, da muss ich auch nicht durch. Da komme ich wieder rauf. Muss ich da irgendwie da oben durch? Ist das nicht unterirdisch? Kann das sein? Oder ist das das da? Es könnte natürlich auch das sein, weil das sieht mit den Soldaten vorne dran aus, als würde sich da irgendetwas Wichtigeres befinden. Und wir müssen ja glauben, der Sylvanas persönlich. Und die sind auch alle Level 120, dass wenn jetzt irgendwelche Allianzer Level 120 wollen die Unterstadt stürmen, weil dann kommt man ja auch einen Erfolg über, wenn man die Horde-Leute besiegt. Die Schiffe von der Horde, die haben 52 Millionen Leben. Dann kommen da irgendwie 50 Leute gleichzeitig hin und versuchen dann das zu stürmen und die umzubringen. Das könnten wir dann auch mal noch anschauen und vielleicht selber mal ausprobieren. Aber wisst ihr was? Jetzt, wo wir da die liebe Sylvanas gefunden haben, jetzt brüllen wir sie zuerst mal noch einmal an. Oder haben wir da noch etwas anderes, was wir ihr können? Komm. Wir knien vor ihr nieder. Sali, meine Fürstin Sylvanas, meine liebe Wildläuferin. Krebshäutling. Zu dem erzähle ich dann später noch mehr, das erfahren wir auch, warum die jetzt Krebshäutling da steht. Aber ich würde sagen, wir nehmen dann neben ihr gemütlich Platz, bevor wir mit ihr reden. Und schauen uns das Ganze in der nächsten Folge an. Danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis dann.